Konstantin Becker lässt grüßen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wir können auch anders, doch wir sind nicht kapiert. Wir sind wie wir sind, habt ihr das? Wir funktionieren nicht mehr. Ihr müsst das verstehen. Wir sind keine Roboter der Deutschland AG. Achtung, Achtung, bei näherer Betrachtung halten wir den Kopf hoch, stehen fest in der Brandung. Wir können auch anders und bringen dich zur Geltung. Bringen jetzt diese Platte und gehen erneut auf Stellung. Wir stellen uns der Wald und schauen der Lüge ins Gesicht. Überrumpeln das System und bringen Tatsachen ans Tageslicht. Das ist der Aufstand, mit wenig Aufwand in Deutschland. Wir sind wie wir sind und wollen provozieren. Nicht vor euren Nachrichtendienst, Kannibal kaschieren. Proleten beleben die Straßen, die Gassen. La Dolce Vita, wir kommen in Massen. Wir können noch anders, aber wir sind nicht kapiert. Wir sind wie wir sind, habt ihr das registriert? Wir funktionieren nicht mehr. Ihr müsst das verstehen. Wir sind keine Roboter der Deutschland AG. Wir können noch anders, aber wir sind nicht kapiert. Wir sind wie wir sind, habt ihr das registriert? Wir funktionieren nicht mehr. Ihr müsst das verstehen. Wir sind keine Roboter der Deutschland AG. Genug der ganzen Worte, jetzt wollen wir nicht starten. Der Traum vom schönen Leben, der wurde verraten. Das System ist missraten, eins der voll auf Raten. Unser Leben ist in Händen von stupiden Bürokraten. Die Zeit ist reif, um unsere Stimmen zu erheben. Die Zeit ist reif, um nicht alles hinzunehmen. Die schweigende Lämmer sich ihrem Schicksal ergeben. Wir waren viel zu lang und keine Ausrede verliegen. Wir sitzen in den Lüften, die da oben fabrizieren. Und Facebuster an seiner Stadt zu stehen und zu parieren. Ein Aufsatz der Maschinen und sie werden verstehen. Wir sind nicht mehr die Roboter der Deutschland AG. Wir können auch anders, aber wir sind nicht kapiert. Wir sind wie wir sind, habt ihr das registriert? Wir funktionieren nicht mehr. Ihr müsst das verstehen. Wir sind keine Roboter der Deutschland AG. Mit dem Megafon, wir werden reden. Her! Wir wollen Sonne statt Regen. Her! Damit wir schön leben. Teile deine Seele, ohne dich zu verkaufen. Lerne mit Menschen zu gehen, ohne nur mitzulaufen. Was wir brauchen, ist Mut, Herz und Verstand. Nur so spielen wir das schöne Leben in diesem Land. Gib mir die Kuh für die Milch und das Huhn für das Ei. Ein Haus am Strand, so sollte schöner Leben sein. Ein paar Muscheln zum Fleisch, eine Frau für mein Nachbuch. Mit dem schönen Leben, so lautet mein Schlachtruf. Her, mit dem schönen Leben. Her, mit dem Megafon, wir werden reden. Her, wir wollen Sonne statt Regen. Her, mit dem schönen Leben. Her, mit dem schönen Leben. Her, mit dem Megafon, wir werden reden. Her, wir wollen Sonne statt Regen. Her, mit dem schönen Leben. Schön Leben. Okay, wir kommen jetzt wirklich zum letzten Abschied. Kannst du mal laufen. Dankeschön, habt noch viel Spaß. Und haltet den ersten Mal aufrecht für uns, für die Gewerkschaft, für die Linke. Und nicht für die Faschos, die es immer wieder versuchen, den ersten Mal zu ihrem Festland zu machen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße euch und Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Gedenkveranstaltung zum Jahrestag, 75. Jahrestag der Ermordung unserer 4 Gewerkschaftskollegen. In Duisburg war dieser Tag besonders grausam, weil er verbunden war nicht nur mit der Inhaftierung vieler ehrenamtlicher und hauptamtlicher Gewerkschaftsfunktionäre, sondern auch mit den grausamen Morden an den 4 Kollegen Julius Birk, Emil Rentmeister, Michael Rodenstock und Johann Schlösser. Es ist zweifellos einer der schwärzesten Tage unserer Gewerkschaftsbewegung. Mit dem heutigen Tag drücken wir die DGB-Jugend Niederrhein unseren Respekt den Kollegen aus, die an diesem grauenhaften Tag mit ihrem Leben gegen das Verbot der Gewerkschaften kämpften. Im Gedenken an die Zerschlagung der Gewerkschaften 1933 können wir es heute nicht hinnehmen, dass alte und neue Nazis vielerorts den 1. Mai erneut als Vorwand nutzen, um Gewerkschaften und die ganze demokratische Öffentlichkeit mit eigenen Aufmärschen und Kundgebungen zu provozieren. Ich freue mich sehr, dass die DGB-Jugend in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit anderen Arbeiter-Jugendverbänden eine Kampagne Schlauer statt Rechts gestartet hat. Mit vielen Aktionen in Schulen und Betrieben wehren sich junge Leute gegen neonazistische Strömungen, die sich in die Jugendkultur
einschleichen, getan als Musik und Mode. Auch heute, liebe Gäste, sollte unsere Veranstaltung daran erinnern, dass sich unsere Gedenken und unser Einsatz nicht auf diesen einen Tag beschränken darf. Jeder Tag muss ein Tag sein gegen Verdrängung und Vergessen. Jeder Tag ein Tag des Erkennens und Abwendens von Gefahren und gefährlichen Entwicklungen. Das Mahnmal hier an der Ruhrter Straße hilft uns dabei. Es ruft jeden Tag dazu auf, aktiv daran mitzuarbeiten, dass es eine Wiederholung von Gewaltherrschaft, von Faschismus und Unterdrückung in unserer Stadt und in unserem Land nicht gibt.